Wir persönlich finden, dass er eigentlich gar nicht so drin ist. Wenn wir uns mal anschauen, wer da alles so auftritt, und damit kommen wir auch zu unseren beiden Gästen. Es sind heute nur zwei, die Band ist eigentlich vierköpfig. Und zwar habe ich hier im Studio den Mike und den Nils. So, herzlich willkommen. Wir haben hier, ich höre schon wundervolle Musik. So, einmal den Kuchen mit reinhalten. Genau. Sehr gut. Ja, perfekt. Dann. Ja, genau, den Kuchen kannst du hier abstellen. Sehr schön. Oh, die arme Gitarre. Ja, ihr habt schon gesehen, ihr habt schon mal probiert. Ja, wir konnten es nicht lassen, ja, er hat uns angelächelt. Bitte habt ein Stück von dem leckeren Kuchen. Gestern unsere Gäste, die konnten so wenig widerstehen, dass sie gleich den ganzen Kuchen vor der Sendung aufgegessen hat. Kam mit einem leeren Teller hier rein. Mhm. Einmal spülen, bitte. So. Ihr seid von Milieu, das wissen wir jetzt, das habe ich schon groß angekündigt. Vielleicht stellt ihr euch selber noch mal kurz vor, wer ihr eigentlich seid. Ja, ich bin der Mike, ich singe. Ich bin der Nils und spiele die Quetsch und auch Gitarre. Und du singst nicht? Ja auch, aber nur den Background. Den Hauptgesang macht natürlich unser Mike. Ja, okay, sehr schön. Also Sänger und Background-Sänger. Nein, natürlich Quetsch. Du wirst auch die gesamte Sendung, unser karnevalistisches Programm ein wenig unterstützen mit der Quetsch. Ihr seid richtig gerade unterwegs. Ihr habt bei der FC-Eröffnungsfeier sogar gespielt. Ja, das stimmt. Ich zitter immer noch. Ja? Ja, das war auf jeden Fall echt ein Riesen-Highlight für uns, da zu spielen. Da waren, ich weiß nicht, man sagt, da waren den ganzen Tag über so 40.000 Leute. Die waren natürlich nicht alle vor der Bühne, aber es war unfassbar. Egal, wo man hinguckte, waren Köpfe. Und man sah quasi den Boden nicht. Und das war echt ein unfassbares Erlebnis für uns. Ihr seid ja erst dann auf die Bühne gekommen, als die Spieler alle runter sind und angefangen haben, Autogramme zu geben. War das deutlich zu merken oder hattet ihr das Gefühl, also das hat sich ja erstmal komplett verteilt vor der Bühne. Es war nämlich so, Spieler waren drauf, Spieler gingen runter, Leute gingen weg, Milieu ging hoch. Fast. Ja, da war ja schon noch ein kleiner Augenblick zwischen. Also, genau, also ein bisschen Pause. Die Leute hatten Zeit, dann sich Autogramme zu holen und so. Und als das dann so langsam vorbei war mit den Autogrammen, dann sind wir auf die Bühne gegangen. Von daher hat alles gepasst und es war auch gut voll. Also wir können uns nicht darüber beklagen, dass es da irgendwie leer war vor der Bühne. Wir konnten hinter der Bühne auch schnell noch ein paar Bilder mit den FC-Spielern machen selber. Das war auch ganz nett. Das heißt, ihr seid richtige Fußballfans? Ihr seid da richtig im Thema drin? Ja, auf jeden Fall. Also zwei von uns sind auch FC-Fans, echte FC-Fans. Wir haben allerdings auch einen BVB-Fan in der Band und da gibt es natürlich dann manchmal ein bisschen Wer Clash. Ist der heute hier? Der ist heute nicht hier, aber den können wir ruhig lästern, gar kein Problem. Das ist unser Basser, der Max. Und der ist aber schon seit Kindheit BVB-Fan und seine Eltern kommen aus der Nähe. FC, ganz aktuelles Thema. Es wurde eben im Stadtanzeiger geschrieben, dass Stöger sich dazu geäußert hatte, 40 Millionen, dafür würden wir Spieler abgeben. Findet ihr das okay, dass man die Spieler dann einfach für eine gewisse Summe abgibt, dass man sagt, so, fürs Geld machen wir es? Ja, kommt natürlich voll auf die Spieler an und auf den Verein, ob er da die finanziellen Mittel hat, auch die Spieler zu halten oder dann sagt, ja, wir geben ihn ab, der ist jetzt einfach zu viel wert und wir holen uns stattdessen mal ein paar jüngere, billigere Spieler, mit denen wir den Kader dann aufwerten können. Also finde ich, kann man schon vertreten. Irgendwo. Kann man schon vertreten. Wir wollen aber gar nicht so viel über FC sprechen, sondern viel mehr über euch. Ihr sagtet eigentlich, ihr wolltet ein Album mitbringen, das habt ihr jetzt heute nicht geschafft, aber ihr habt auf jeden Fall ein Album aufgenommen. Ja. Wollt ihr mal so ein bisschen über das Album erzählen? Ja, genau. Wir haben ein Album aufgenommen. Das haben wir letztes Jahr im Sommer gemacht. Das heißt Apokalypse. Sind 12 Songs drauf. Und ja, genau, da ist, glaube ich, für jeden was dabei. Das ist sehr, sehr poppig alles, aber ich glaube, das ist, ja, es gibt für jeden irgendeine Nummer, die er hoffentlich irgendwie vom Stil her okay findet. Aber man muss trotzdem sagen, es ist Richtung kölsche Musik, das ist ganz wichtig. Seid ihr denn selber auch diejenigen, die kölsche Musik viel hören? Ich hasse kölsche Musik. Nein. Ja, es kommt drauf an. Also ja, ich höre durchaus kölsche Musik, aber nicht nur. Also ich höre privat eine ganze Menge an verschiedenen Stilrichtungen und wenn ich Bock auf kölsche Musik habe, dann mache ich auch schon mal eine Casalla-CD an oder so und habe da Bock drauf. Genau, aber das ist nicht nur. Also auch wenn ich Sänger einer kölschen Band bin, höre ich jetzt nicht nur kölsche Musik. Aber es ist schon so, dass du dich zu Hause wirklich mal hingehst und ein kölsche Musikalbum reinmachst. Ja? Ja, auf jeden Fall. Schon allein, um zu hören, was so die anderen mal machen und
ja, wie so die Texte sind und so, definitiv. Glaubt ihr, dass es, also ich habe ja immer das Gefühl, dass wenn man jetzt auch anschaut, Jack im Sonnesching, da wollten wir jetzt auch noch ein bisschen drüber sprechen, dass es so ein paar große gibt und jeder mittlerweile schon dazugehört. Also wir haben ja Brings, du sagtest eben Casalla, Cat Ballou ist ja mittlerweile auch da oben angekommen, da gibt es ja noch so die ganz alteingesessenen wie Blackfoot. Wo würdet ihr euch da eingliedern? Puh, also das kann man jetzt natürlich immer schwer sagen. Das Schöne am Karneval ist ja eigentlich, dass es auch so eine Art Familie ist und dass man halt, egal ob man die kleine Nachwuchsband ist oder eben schon die etablierte Band, immer nacheinander direkt auftritt, weil in Sitzungen ja immer zack, zack, die nächste Band kommt und man sich hinter der Bühne trifft und sich mal die Hand gibt, ein bisschen miteinander quatscht, das immer sehr nett ist. Und es kommt gar nicht darauf an, wer spielt wann, sondern jeder gehört irgendwie dazu, zu diesem Programm. Und da kommen die Kleinen genauso auf die Bühne wie die Großen. Und wo man sich dann sieht, klar, gibt es dann die Bands, die einfach schon länger dabei sind und den Namen haben. Und wir sind jetzt kommen jetzt in die dritte Session und fühlen uns da auf jeden Fall ganz wohl gerade und mal gucken, wohin die Reise so geht. Ne? Wir werden auf jeden Fall mal eine kurze Reise in euer Musikvideo Ape machen und werden in der Zeit natürlich hier genüsslich weiter Kuchen essen. Man kann Dummheiten machen im selben Moment, Grieche und lache, auch wenn man die Gründe nicht kennt. Jesus verletzbar. Ich han geholt, mit Kummer um die Welt als Unikat. Und keiner wohnt, jemals uns jetzt Besserem gemacht. Denn wir sind nur Ape, das war schon immer in uns drin. Von Hetze, Primasse. Und das wird niemals anders sein. Oh, 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 oh. Man kann Berge erklimmen und neben sich dann sich selbst überwindet zur anderen Ufer sich ja. Und das ist auch jo zu. Man kann Kräfte berechnen und Musik verstanden. Hemmungslos tanzen zum Rhythmus auf Jon, wir sind schwach und stark, wenn es sein muss. Ich han geholt, mir Kummer um die Welt als Unikat. Und keiner wohnt, jemals uns jetzt Besserem gemacht. Denn wir sind nur Ape, das war schon immer in uns drin, von Hetze, Primasse. So, das war euer, kann man sagen, aktuellstes Video, was ihr gemacht habt. Man hat auch so ein bisschen euch da performen sehen im Brauhaus. Hier sieht man sie noch am Saufen mal wieder. Ganz klassisch. Trinkt ihr auch, wenn ihr viel unterwegs seid? Nee, wenn wir unterwegs sind, haben wir ja so intern die Regel, dass kein Alkohol getrunken wird, weil das auch einfach nicht geht, weil man dann einfach nicht mehr vernünftige Arbeit leistet ab dem 3., 4. Kölsch. Das geht nicht. Aber natürlich, so privat gehen wir natürlich gerne mal einen Kölsch trinken, das gehört einfach für uns dazu. Bevor wir hier eine kleine Live-Performance von euch sehen, würde ich gerne schon mal ein erstes Mal auf Jack im Sonnesching ansprechen kommen. Natürlich ohne Diskussion, das machen wir gleich. Erstmal, ihr werdet auch da sein. Ihr habt mehrere Auftritte. Wo seid ihr zu sehen? Unter anderem im Herbrands, im Gaffel am Dom, in der Werkstatt in Ehrenfeld, dann im Brauhaus Quetsch. Und eine Sache habe ich vergessen. Bei der KG Ponyhof sind wir auch noch. Bei der KG Ponyhof. Richtig, genau. Ist das so richtig Karnevalsfeeling dann? Also dieses Durchlaufen oder wie glaubt ihr, wird das? Also vom Kalender her definitiv. Da habe ich mal reingeguckt jetzt zuletzt und das ist absolut knapp getimt, genau wie in der Session. Da frage ich mich schon, ob wir da bereit zu sind. Ansonsten, wie das so vom Feeling her sein wird, habe ich echt ehrlich gesagt keine Ahnung, weil das ja das erste Mal jetzt ist in dem großen Stil und wir sind alle sehr gespannt, so wie das ablaufen wird. Gut, dann bin ich jetzt mal gespannt. Ich werde mich jetzt mal hier zurücklehnen, werde entspannt eurer Musik lauschen, werde den Kuchen schmausen und falls irgendwas schief läuft, habe ich hier schon mal was vorbereitet. Also, Milieu mit welchem Lied? Solange die Lichter noch brennen. Ja, bitteschön, viel Spaß. Solang beim Lommi die Lichter noch brennen, solang ne Funk weiß wie Stippe 48,
Solang der Pizza noch schlägt, der Spähmann ist noch spät. Ja, solang stirbt der Kölsche nicht aus. 1, 2, 3, 4. Man südet in der Zeitung und man hört ob der Straße. Mein Leben, ja, das Enkes noch, die Kölsche stirven aus. Kein Blaskapelle noch, kein Flitsch, mir han der Brassel groß. Statt Ostermann und Milovic hört man jetzt atemlos. Doch es ist nicht nur ein Sprach, es ist nicht nur zu Hus. Eine Lebensart, die stirbt so schnell nicht aus. Solang beim Lammi die Lichter noch brennen, solang der Funk weiß wie Steppe fortgeht, solang der Pizza noch schlägt, der Spähmann ist noch spät, ja solang stirbt der Kölsche nicht aus. Hey, hey, hey! Hört sie nur noch selten, uns Muttersprache ist weg und Süder immer weniger, die Wetscher wirbt der Eck. Dort jede Nacht der Alemann, der jetzt so verzelle hat, drum halte Schnüss und hören so und zeig ihm jetzt Respekt, denn es ist nicht nur ein Sprach, es ist nicht nur zu Hus, ein Lebensart, die stirbt so schnell nicht aus. Solang beim Lammi die Lichter noch brennen, solang der Funk weiß wie Steppe fortgeht, solang der Pizza noch schlägt, der Spähmann ist noch spät, ja solang stirbt der Kölsche nicht aus. Hey, hey, hey! Ja, und es blieb, wie es war, denn man sing auch im nächsten Jahr. Und es blieb, wie es war, denn man singe auch im nächsten Jahr. Solang beim Lammi die Lichter noch brennen, solang der Funk weiß wie Steppe fortgeht, solang der Pizza noch schlägt, der Spähmann ist noch spät, ja solang stirbt der Kölsche nicht aus. Ja solang stirbt der Kölsche nicht aus. Ja solang stirbt der Kölsche nicht aus. Dankeschön. Akkordeon ist ja auch ein Instrument, was, glaube ich, nur in der bayerischen Volksmusik und im Kölner Karneval verwendet wird, oder? Ja, ich gebe dir mal das Mikro. So in der Bahn, manchmal kommen auch so der eine oder andere rein und spielt's mal in der Straßenbahn. Ja, es ist schon so ein typisches Folkinstrument einfach, was gerne so das im Brauchtum verwendet wird und deswegen haben wir es auch für uns entdeckt. Haben wir vorher in unserer alten Band auch nicht wirklich gespielt, aber es passt einfach zu dieser Sprache, zu diesem Brauchtum dazu. Zu dieser Kultur. Zu der Kultur, genau. Und da sind wir auch bei einem ganz entscheidenden Thema. Wir hatten schon angesprochen, Jeck im Sonnesching, sehr heiß diskutiert und wir haben da mal was vorbereitet und zwar eine kleine Büttenrede, genau zu diesem Thema, die Netzthemen ein bisschen aufgreifen soll, die Netzstimmung. So, das heißt, ich komme jetzt rein. So, und damit willkommen unsere Büttenrednerin Judith, die Erste. Danke, lieber Mario. So, liebe Kölsche Jecken, Jeck im Sonnesching, oh mein Karneval.
Wer hat sich nicht schon mal danach gesehnt, an Karneval leicht bekleidet durch die Straßen zu laufen? Mädchen, lasst eure 3 Strumpfhosen zu Hause. Genießt den Tag, ohne euch Frischhaltefolie um die Beine zu wickeln und ohne hässliches Kostüm, getreu dem Motto Hauptsache warm. Danke. So, und auch die Caroline hat ihren Kommentar abgegeben. Sie sagt, ich sehe es viel mehr als eine sommerliche Motto-Party, die sich eben über die ganze Stadt erstreckt. Und ich finde es ehrlich gesagt eine interessante Idee und bin gespannt, wie es angenommen wird. Ja, gefeiert wird, liebe Caroline, und zwar in über 100 Kneipen hier in Köln. Ja, und als ob die Jecken in Köln nicht auch sonst jede Gelegenheit hier nutzen würden, um ihre 5. Jahreszeit das ganze Jahr auszuleben, hat der Fips auch noch auf Facebook geschrieben. Fips sagt, in dieser Stadt ist halt rund um die Uhr während des ganzen Jahres Karneval. Selbst viele Beerdigungen gehen nicht kostümfrei, ohne karnevalistische Gardeuniform und Absenken der Vereinsfahne ins Grab über die Bühne. Ja, aber nur so ist das kölsche Chaos überhaupt zu ertragen. Ich weiß nicht, welches Chaos der liebe Fips meint, aber gut. Ja, aber wo seid denn ihr Lokalpatrioten auf einmal? Sonst hört ihr ja auch Viva Colonia zum Aufstehen, oder nicht? Ja, und hier in Köln machen wir es ja auch getreu dem Motto Lewe und Lewe Losse, heißt es nicht umsonst hier im geliebten Gölle. Ja, und da kann ich auch nichts anderes mehr zu sagen, außer Gölle Alaf. Sensationell. Sehr, sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Vielleicht können wir noch eine kleine Auslaufmusik machen für die Liebe. Dankeschön. Ja, ihr macht mit beim Jack im Sonnesching. Haltet ihr das denn grundsätzlich für eine berechtigte Diskussion, die da jetzt gerade stattfindet, dass man eben sagt, man muss die Tradition bewahren und bei so einem Fest, da gibt es keine Tradition, da geht es nur um Party? Ja, die Diskussion ist sicherlich irgendwie berechtigt, klar. Wir sehen das so, die Veranstalter sagen ja bewusst nicht Karneval dazu, sondern nennen es halt Jack im Sonnesching, weil es eben keine Konkurrenzveranstaltung werden soll, sondern ein ganz eigenes Event. Und wir merken gerade, dass es halt so ein bisschen so eine Rückbesinnung gibt auf die kölsche Kultur, auf quasi Lokalpatriotismus. Und wir sind nun mal gesegnet mit einem sehr schönen Liedgut und Brauchtum hier in Köln. Und deswegen finden wir eigentlich, gibt es keinen Grund dagegen zu sein, dass man das auch immer mal wieder aufleben lässt. Und muss nicht unbedingt nur an Karneval passieren. Ich meine, die ganzen kölschen Bands sind ja auch im Sommer unterwegs auf den Bühnen. Jetzt gerade im Tanzbrunnen spielen die Föß zum Beispiel am Samstag. Höhner sind unterwegs, Casala auch. Und wir wissen nicht, was jetzt so dagegen spricht, wenn man einfach dieses schöne kölsche Lebensgefühl auch mal im Sommer rausholt. Wenn ich da nochmal ergänzend was zu sagen darf. Aber natürlich. Ich war vor ein paar Jahren, als wir das mit der Band noch nicht gemacht haben, war ich an Karneval Funke-Mariechen, tatsächlich mit so Strumpfhosen. Und das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich gedacht habe, boah, wäre geil, wenn Karneval im Sommer wäre. Weil ich hab mir echt wortwörtlich den Arsch abgefroren. Und deswegen finde ich das gar nicht so schlecht. Ich beneide immer die Leute in Rio, die dann wirklich im Hochsommer Karneval feiern können. Es hat irgendwie auch was, es ist irgendwie auch was Cooles. Und wie der Nils schon sagt, das ist ja keine Konkurrenzveranstaltung. Sehr interessant, Theorie. Wir haben dazu noch eine große Diskussion. Jetzt habe ich Sophia. Ich gebe erstmal auf Sophia. Also wir haben auf jeden Fall im Magazin später eine sehr interessante Diskussion zwischen Peter Brinks und jemanden von den Roten Funken eingeladen. Wer sich die zu Gemüte führen will, kann ich nur sehr empfehlen. Jetzt wollen wir natürlich euch zu Wort kommen lassen. Sophia, was sagt die Community? Genau, ihr habt wieder fleißig Fragen gestellt und die wollen wir euch natürlich auch gar nicht vorenthalten. Diana zum Beispiel möchte gerne wissen, wie lange ihr euch denn schon kennt als Band? Oh, die Frage kann ich ganz einfach beantworten. Wir sind alle im Prinzip schon miteinander zur Schule gegangen und kennen uns seit quasi der 5. Klasse. Und kleine Delegationen davon machen auch seitdem quasi Musik schon miteinander. Deswegen, wir sind eine richtige Schülerband im Prinzip. So hat es angefangen. Okay, und eine andere Frage wäre noch von Markus, ob ihr euch schon auch auf den Samstag freut.
Oh ja, auf jeden Fall, können wir ganz klar bejahen. Wir haben es noch nie gemacht und sind jetzt schon total aufgeregt und freuen uns mega drauf, weil es ja wirklich so ein bisschen so ist wie in der Session, dass man da für 6 Auftritte spielt, ist schon geil. Also wir haben richtig Bock drauf. Okay. Das war's. Gibt's denn Meinung in der Community zu Jack im Sonnesching? Was finden die Leute? Wie finden die Leute das da draußen? Ja, also eigentlich wird es sehr positiv aufgenommen, auch gerade wegen dem warmen Wetter. Es soll jetzt am Wochenende super, super schön werden. Da trinkt man lieber ein Bierchen und geht auch eher im Kostüm wahrscheinlich raus, weil man sich nicht so warm einpacken muss. Also es wird im Chat sehr, sehr positiv aufgenommen. Sehr, sehr positiv. Also, wir werden euch auf jeden Fall bei Jack im Sonnesching sehen. Am Samstag geht es los, den gesamten Tag über in verschiedenen Locations. Wir sind auch schon am Ende der Sendung, das heißt, ihr könnt, wenn ihr wollt, noch ein Abschiedsliedchen spielen, um die Sendung zu beenden. Könnt euch natürlich vorher verabschieden. Wenn ihr sagt Tschüss, wollt ihr Tschüss sagen? Ja, dann sagen wir Tschüss. Bis hoffentlich am Samstag in den verschiedensten Locations in Köln. Ja. Und danke für die Einladung natürlich. Danke für den super Kuchen. Ja, sehr gerne für den Kuchen. Danke, Sophia, dass du auch wieder mit dabei warst. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und jetzt lassen wir uns noch ein wenig, ich wollte sagen karnevalistisch, aber es ist ja eher Kölsch. Musik. Kann man schon. Wir besinnen uns auf die Heimat und spielen euch den Song von den Kirchturmspitzen. Oh. In Ordnung? Ja, alles klar, los geht's. Ciao, macht's gut, bis morgen wieder einschalten und vergesst nicht das Magazin mit Peter Brinks. Schönen Abend noch. Bist du in Köln geboren? Aber trockt die Staffort. Egal wo du bist und egal was du machst, es kürt die Zick, da küsst du zurück, weil das Heimat ist.